Wenn es um Tiere geht, kann Pfarrer Michael Witti schwer Nein sagen. Zurzeit kümmert er sich um rund 30 Haustiere. Allen voran Hündin Paula. Die hält ihn ziemlich auf Trab. Paula, oh Paula, wir fangen jeden Tag von vorn an. Und das Einzige, was zählt... Sie war die letzte ihres Wurfes. Ein Beagle, natürlich ein sehr lebendiger Hund, das merkt man immer wieder. Aber ja, sie hat im ersten halben Jahr zwar mehr kaputt gemacht als die Vorgängerin in 10 Jahren, aber es ist Leben im Haus. Sie wird langsam jetzt ruhiger mit einem guten Jahr und es tut gut. Ja, Paula, schau mal. Tiere sind sein Ruhepol im oft stressigen Alltag. Aber der Hühnerstall ist im Moment eine Problemzone. Ja, es waren immer 3 Hühner, also ein Hahn mit 3 Hennen. Nur, wie es in der Natur üblich ist, vor den Feldern, vor den Wiesen hinten her hat der Fuchs vorbeigeschaut, in der Zeit, als er selber Junge hatte auch noch. Und seitdem ja, ist der Bestand drastisch reduziert worden auf eine Henne, das natürlich viel zu wenig ist. Und deswegen freue ich mich, dass der Nachwuchs demnächst geliefert wird, also dass noch 2 dazukommen. 2 neue Hennen werden noch heute von einem Biobauernhof geliefert. Dann ist auch wieder ein bisschen mehr los im Hühnerstall und der Hahn bekommt wieder Publikum, um sich zu präsentieren. Ja. Dieser Käfig ist eigentlich nicht für den Pfarrer gedacht. Sobald es wärmer wird, kommt noch Spielzeug hinein und dann ziehen 2 Papageien ein. Sein Herz für die Tiere hat sich herumgesprochen. Ich habe von gemeinsamen Bekannten die Nachricht bekommen, dringend wird ein Unterschlupf für 2 Papageien gesucht. Der Mann war krank, hat es auf der Lunge gehabt. Die Vögel haben eine gewisse Staubentwicklung in der Wohnung. Und es war Bedingung, dass der Mann vom Krankenhaus entlassen würde, dass sofort von einem Tag auf den anderen die Vögel verschwinden müssen. Um sein Chamäleon muss sich Pfarrer Witti heute nicht kümmern. Das ist beim Arzt. Tierlieb war der Pfarrer schon als Kind. Also meine Mutter hat mir oft erzählt, wie ich als Bub schon reingekommen bin und die Regenwürmer sind aus der Hosentasche raus, was man alles im Garten gefunden hat. Und es war sehr schön, wie dann schon in der Schulzeit einmal der Lehrer wirklich auch den Eltern geraten hat, da gehört ein Hund ins Haus, der braucht das. Zoologe zu werden war trotzdem keine Option. Pfarrer sein, das empfindet er als seine Berufung. Die Tiere sind sein Hobby. Diese beiden Hennen legen nicht mehr genug Eier. Normalerweise würden sie geschlachtet. Pfarrer Witti ist also wieder mal Retter. Mit dem Fuchs wird er gleich mal ein ernstes Wort reden.